Weit draussen im Meer lebt ein Fisch. Ein Kind braucht die menschliche Nähe und Zuwendung. Grundbedürfnis, ja, weil okay. Gut, jetzt. Hallo miteinander, ich bin Nadine und wie ihr noch gesehen habt, läuft auch bei mir nicht immer alles perfekt. Auch im Alltag habe ich manche Situationen, die bei mir nicht immer rund laufen. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Situationen aufgeschrieben, die ich mit euch besprechen will und ich euch erzählen will, wie ich die jetzt stressfrei oder möglichst stressfrei löse. Okay. Also, als erste Situation habe ich aufgeschrieben, man ist mit dem Baby unterwegs und hat vielleicht das abgekochte heiß und kaltes Wasser vergessen für den Shoppen und jetzt hat das Baby Hunger. Ich glaube, in der Schweiz wird es nicht ein mega Problem sein, um irgendwie an Wasser für einen Job zu bekommen. Das heisst, man könnte zum Beispiel in eine Tankstelle gehen und Kaltwasser kaufen und heißes Wasser könnt ihr auch schnell machen. Sie verkaufen ja auch Kaffee oder so, also wird es kein Problem sein. Oder eben, man kann auch in einem Restaurant nach Wasser fragen, heiß und Kaltwasser könnt ihr auch tiptop machen. Oder man geht dann halt auch zu einer Privatperson. Vielleicht kennt man gerade jemanden in der Umgebung oder hat es jemand mit Kind. Und das wird meiner Meinung nach kein Problem sein. Man sollte einfach möglichst stressfrei auch an die Situation gehen, einen klaren Kopf bewahren und dann kommt das gut, auch wenn das Baby mal ein paar Minuten muss brüllen, weil es Hunger hat. Es kommt ja nachher auch seinen Job über und man darf sich einfach möglichst nicht gestresst fühlen, weil eben auch die Stimmung wird aufs Kind übertragen und es wird so einfach nur noch ein bisschen unruhiger. Genau. Ja, eine zweite Situation ist, ja, wir sind auf dem Spielplatz und genau heute habe ich die Apotheke vergessen, habe nichts dabei und ja, jetzt hat er sich weggemacht. Hei. Was machen wir denn jetzt? Ein blöder Seich. Ja, eben, mir ist zum Beispiel auf dem Spielplatz, vielleicht hat dort auch irgendein anderes Mami noch ein Pflästerchen dabei. Und vielfach habe ich das Gefühl, beruhigt sich das Kind auch nur schon durchs Blöseln, Küsschen geben von Mami und ein bisschen trösten, ein bisschen singen. Und dann ist der Halbschmerz schon wieder vergessen. Ja, aber wenn es dann gleich mal ein bisschen schlimmer ist oder ein bisschen blutet, dann kann man vielleicht auch mit einem Nuschi ein bisschen abputzen oder ein bisschen einbinden oder auch sonst mit einem Kleidungsstück. Wenn es eine Bühle hat, kann man eben auch ein Stoffstück ein bisschen nass machen und ein bisschen zum Kühlen brauchen. Irgendwie einen Weg gibt es sicher. Und wenn es etwas Schlimmeres ist, dann geht man ja sowieso dann zum Arzt. Ja, eben in so Notfallsituationen, wie gesagt, die Stimmung von Mami überträgt sich mega schnell aufs Kind und genau in so Notfallsituationen finde ich es mega wichtig, dass man möglichst ruhig bleibt, möglichst nicht gestresst ist, weil eben in dieser Situation hat das Kind vielleicht auch irgendwo Schmerzen, es tut ihm irgendwo weh. Und wenn die Mami unsicher oder gestresst ist, kriegt das Kind auch noch Angst dazu und fühlt sich auch unwohl. Und wir möchten ja am Kind möglichst da vermeiden, dass es noch schlimmer ist. Genau. Ja, und als dritte Situation, da habe ich jetzt ein paar Mal gehört in letzter Zeit, dass die Mami sich gestresst gefühlt hat, wie es zum Beispiel nur einen Job dabei hatte für den Säugling, der aber mehrmals Hunger hatte und mehrere Schöpfe über die Zeit gebraucht hätte, wo sie unterwegs waren. Und ja, ich habe mir das so überlegt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich immer nur einen Job mitgenommen.
ich habe den Shampoo, den ich gebraucht habe, einfach mit dem heißen abgekochten Wasser ausgespült, ausgewaschen und dann auch noch ein zweites Mal gebraucht. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das das Problem sein sollte. Es muss nicht immer alles perfekt sterilisiert sein. Ja. Und als vierte Situation habe ich mir noch überlegt, wenn man nur schnell posten wollte, und dann ist die Scheibe Windel ausgelaufen. Kennen sicher auch ein paar Mamis. Und ja, eben alle Kleider sind dreckig und nass. Und ja, man kann ja das Kind jetzt nicht über das ganze Posten die nassen, dreckigen Kleider lassen. Und man hat aber auch keine Ersatzkleider dabei. Windeln hat man gerne noch, Feuchttüchli hat man gerne noch, aber keine Kleider. Dann würde ich einfach ohne Stress das Kind abziehen, ein bisschen putzen mit den Feuchttüchli, eine neue Windel anlegen und vielleicht in einem Uschi oder in einer Decke oder sonst in einem Kleidungsstück oder Jacke von sich selber oder Pulli von sich selber ein bisschen einpacken und so das Posten gleich machen und nachher dann daheim richtig waschen und richtig anlegen. Wenn man aber dann halt länger unterwegs ist noch und irgendwie doch noch weiter hätte wollen und weiss nicht was, dann finde ich, man ist ja gerade am Posten, wieso gönnt man sich dann nicht einfach ein neues Outfit? Ist ja auch mal schön. Ja, nein, also allgemein als Tipp hätte ich da noch, also das mache ich jetzt so, ich habe einfach immer einen Satz Ersatzkleider im Auto und etwa 5 Windeln und ein Pack Feuchttücher sind bei mir auch immer im Auto, dass ich in solchen Situationen möglichst ausweichen kann. Ausser ich wäre halt dann mal zu Fuß unterwegs und ja, hätte ich nichts dabei, aber eben so findet man gleich irgendwie eine Lösung. Irgendeine Lösung gibt es immer. Gell? Also, dann möglichst stressfrei und macht's gut. Tschüss miteinander.